Hi, der zweite Teil von meinem letzten. Wer Schatten küsst. Das letzte Mal hat der namenlose Erzähler eine Strafe bekommen und wie es weitergeht, das erfahrt ihr heute. Während meine Kameraden am besagten Samstagmorgen ihr Frühstück vor dem Fernseher einnahmen, ging ich zur Schule. Der Pausenhof war leer, der Hausmeister entfaltete meine unterzeichnete Benachrichtigung zur Nacharbeit und schob sie in die Tasche seines grauen Kittels. Er reichte mir eine Heugabel, ermahnte mich zur Vorsicht, damit ich mich nicht verletzte, und deutete auf einen Laufwerk und eine Schubkarre unter dem Basketballkorb, dessen Netz hervorkam wie das Auge von Kain oder eher noch wie das von Marquette. Ich kämpfte schon eine halbe Stunde mit meinem Blätterhaufen, als mir der Hausmeister zu Hilfe kam. Ach, jetzt erkenne ich dich. Du bist doch der Junge, der sich in seinem Spind eingeschlossen hat. Stimmt? Sich gleich am ersten Samstag im neuen Schuljahr eine Nachsitzstrafe einzuhandeln, das ist fast genauso stark wie die Sache mit dem von innen verriegelten Vorhängeschloss, sagte er und nahm mir die Heugabel ab. Mit sicherer Hand stieß er sie in das Laub und hob mit einem Schlag mehr Blätter an, als es mir in der gesamten Zeit gelungen war. Was hast du verbrochen, um diese Strafe zu verdienen? Fragte er und füllte die Schubkarre. Einen Konversationsfehler, murmelte ich. Daraus kann ich dir keinen Vorwurf machen, denn Grammatik war nie meine Stärke, aber zum Haken scheinst du auch nicht besonders begabt. Gibt es denn irgendetwas, was du gut kannst? Seine Frage bereitete mir größtes Kopfzerbrechen, doch wie angestrengt ich auch nachdachte. Ich konnte nicht das geringste Talent in mir entdecken. Und plötzlich wurde mir klar, warum meine Eltern dem besagten halben Jahr Vorsprung derart viel Bedeutung beimaßen. Ihr Sprössling hatte nichts anderes vorzuweisen, auf das sie hätten stolz sein können. Es muss doch etwas geben, das dich so richtig begeistert. Etwas, das du unbedingt machen möchtest. Einen Traum, den du dir gern erfüllen möchtest. Nachsitzen, stammelte ich. Das Lachen von Yves, das war der Vorname des Hausmeisters, hallte derart laut wieder, dass die Spatzen von ihrem Ast aufflogen und das Weite suchten. Was mich betraf, so ließ ich den Kopf gesenkt, die Hände in den Hosentaschen ans andere Ende des Pausenhofes. Yves holte mich auf halbem Weg ein. Ich wollte mich nicht über dich lustig machen. Deine Antwort war nur ein wenig überraschend. Das ist alles. Der Schatten des Basketballkorbs zog sich drohend über den Hof. Die Sonne stand noch lange nicht im Zenit und also war meine Strafe auch noch lange nicht beendet. Und warum möchtest du die Nacht bezwingen? Das ist wirklich eine sonderbare Idee. Als sie in meinem Alter waren, hat sie ihnen auch schreckliche Angst gemacht. Sie wollten sogar die Fensterläden geschlossen haben, damit die Nacht nicht hineinschießen konnte. Yves musterte mich verblüfft. Seine Züge hatten sich verändert. Der freundliche Gesichtsausdruck war daraus gewichen. Erstens ist es nicht wahr. Und zweitens, woher weißt du das? Wenn es nicht wahr ist, was macht es dann schon, erwiderte ich und setzte meinen Weg fort. Der Hof ist nicht besonders groß.
Du kommst also nicht weit, sagte Yves, der mir folgte. Außerdem hast du meine Frage nicht beantwortet. Ich weiß es, das ist alles nun gut. Ich hatte schreckliche Angst vor der Nacht, doch das habe ich nie jemandem erzählt. Also, wenn du mir sagst, woher du es weißt und mir schwörst, das Geheimnis für dich zu behalten, dann lasse ich dich um 11 Uhr statt mittags gehen. Einverstanden, sagte ich und streckte ihm meine Hand entgegen. Yves schlug ein und sah mir geradewegs in die Augen. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, woher ich wusste, dass sich der Hausmeister, als er ein kleiner Junge war, für die Nacht gefürchtet hatte. Vielleicht hatte ich nur einfach meine eigenen Ängste auf ihn übertragen. Warum brauchen Erwachsene bloß immer für alles eine Erklärung? Komm, wir wollen uns setzen, meinte Yves mit einem Blick auf die Bank, die in der Nähe des Basketballkorts. Ich glaube, ich würde lieber anderswo sitzen, erwiderte ich und deutete auf die Bank ganz am anderen Ende des Hofs. Nun gut, gehen wir zu deiner Bank. Wie sollte ich ihm erklären, dass er mir kurz vorher, während wir noch mitten auf dem Hof standen, plötzlich wie ein Junge in meinem Alter erschienen war? Ohne zu verstehen, was ich gerade zugetragen hatte, wusste ich, dass die Tapete seines Zimmers vergilbt war und das Parkett des Hauses, in dem er wohnte, knarrte und dass ihn auch das in panische Angst versetzte. Ich habe keine Ahnung, sagte ich etwas nervös. Ich glaube, ich habe es mir nicht vorgestellt. Wir blieben eine Weile schweigend auf der Bank sitzen. Dann seufzte Yves, tätschelte mein Knie und erhob sich. Du kannst jetzt gehen. Wir haben einen Pakt geschlossen. Und es ist 11 Uhr. Du behältst dieses Geheimnis für dich. Denn ich will nicht, dass sich die Schüler über mich lustig machen. Ich verabschiedete mich von dem Hausmeister, begab mich eine Stunde früher als vorgesehen auf den Heimweg und fragte mich, was Papa wohl sagen würde. Er war am Vorabend spät von einer Geschäftsreise zurückgekommen und inzwischen dürfte ihm Maman erklärt haben, warum ich nicht zu Hause war. Welche weitere Strafe erwartete mich dafür, dass ich gleich am ersten Samstag nach Schulbeginn hätte nachsitzen müssen, während ich auf dem Heimweg immer wieder diese finsteren Gedanken durchging, fiel mir plötzlich etwas Verblüffendes auf. Die Sonne stand hoch am Himmel und ich fand meinen Schatten sonderbar groß und sehr viel stämmiger als gewöhnlich. Ich blieb einen Moment stehen, um ihn aus der Nähe zu betrachten. Seine Konturen stimmten nicht mit meinen überein. Als wäre das, was mir auf dem Bürgersteig vorausging, gar nicht mein Schatten, sondern der eines anderen. Ich musterte ihn erneut genau und durchlebte plötzlich eine Kindheitserinnerung, die nicht die meine war. Ein Mann zerrte mich in einen Garten, der mir unbekannt war, löste seinen Gürtel und verpasste mir eine Pracht Kugel. Selbst wütend hätte mein Vater nie die Hand gegen mich erhoben. Mit einem Mal glaubte ich zu ahnen, welchem Gedächtnis diese Erinnerung entsprang. Was mir da in den Blick kam, war ganz und gar unwahrscheinlich, um nicht zu sagen völlig unmöglich. Ich beschleunigte den Schritt, halbtot vor Angst und fest entschlossen, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Mein Vater erwartete mich in der Küche. Als er mich meinen Ranzen im Wohnzimmer abstellen hörte, rief er mich zu sich, seine Stimme klang ernst. Denn ich schlechte Noten mit nach Hause gebracht, mein Zimmer nicht aufgeräumt, Spielzeug zerbrochen, nachts den Kühlschrank geplündert oder im Bett Mamans kleines Radio ans Ohr geprägt, mit der Taschenlampe gelesen hatte. Oder schlimmer noch, als ich mir in der Süßwarenabteilung des Supermarkts, während Mama im Gegensatz zu dem Aufseher nicht gerade hinter die Taschen gefüllt hatte,
war es mir gelungen, ein paar nennenswerte väterliche Donnerwetter auszulösen, doch ich kannte so manchen Hinterlist, zum Beispiel unwiderstehlich verknirschtes Lächeln, das die heftigsten Stürme zu besänftigen vermochte. Dieses Mal aber musste ich auf Kevin zurückgreifen. Papa war nicht vertröstend, nur traurig. Er bat mich, ihm gegenüber am Küchentisch Platz zu nehmen und nahm meine Hände in die seinen. Unser Gespräch dauerte 10. Entschuldigung, Computer. Unser Gespräch dauerte 10 Minuten, nicht länger. Er erklärte mir alles Mögliche über das Leben, was ich verstehen würde, wenn ich so alt wäre wie er. Ich behielt nur eines: er würde uns verlassen. Wir würden uns weiter so oft wie möglich sehen, doch er war außerstande, mir mehr darüber zu sagen, was er unter möglich verstand. Er erhob sich und bat mich, Mama in ihrem Schlafzimmer zu trösten. Vor diesem Gespräch hätte er unser Schlafzimmer gesagt. Fortan würde es nur noch das von Mama sein. Ich gehorchte umgehend und stieg die Treppe in den ersten Stock hinauf. Auf der letzten Stufe drehte ich mich um. Papa trug einen Koffer bei sich. Er machte mir ein kleines Handzeichen zum Abschied und zog die Tür hinter sich zu. Ich musste warten, bis ich erwachsen war, um meinen Vater wiederzusehen. So, wie es weitergeht, das erfahrt ihr nächste Woche. Würde mich freuen, dass die wenigen Leute, die sich das angeschaut haben, dieses Video auch ansehen. In diesem Sinne vielen Dank und bis nächste Woche bei meinem dritten Let's Read. Und Entschuldigung für den kleinen Ausfall. Bye bye.